it's lights out and away we go. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, beziehungsweise herzlich willkommen zu der MyTeam-Karriere. Ich weiss, es sind schon lange keine neuen Videos mehr gekommen, aber das hat auch einen guten Grund gehabt, wieso die nicht mehr gekommen sind, beziehungsweise ich muss euch jetzt das mal schnell kurz erklären. Und zwar, wie ihr seht, wir sind in der MyTeam-Karriere, beziehungsweise wir können eine neue MyTeam-Karriere starten. Und ich bin auch am PC, nicht mehr an der PS. Der Grund ist das, ich habe ja das Ganze auf der PS5 aufgenommen und durch irgendeinen Grund ist mein F1 2021 nicht mehr aufgegangen. Also jedes Mal, wenn ich es starten wollte, ist es wieder zugegangen. Und ich habe auch gar keinen Zugriff mehr auf meine Spielpunkte oder Spielstände. Und da musste ich es wohl oder übel löschen. Und leider nicht nur die Spieldatei, weil ich das gemacht habe mit und gespeicherten Daten draufgelassen. Es ist dann nachher gleich nicht gegangen. Erst als ich komplett meine Daten weggelöscht habe, ist das Game wieder gestartet und hat auch wieder funktioniert. Das heisst, die ganze MyTeam-Karriere ist leider weg und kann sie nicht mehr zurückholen. Normalerweise gibt es ja noch das PlayStation Plus, wo man die ganzen Daten online saven und dann wieder herunterladen kann. Das habe ich aber immer ausgeschaltet, weil mich das immer gestresst hat, weil bei mir immer Uploads-Fehler gekommen sind. Darum habe ich das generell gestrichen, dass es gar nicht mehr macht. Und ja, jetzt sind halt all meine Daten weg, jetzt müssen wir halt wieder neu anfangen. Und wieso dass ich jetzt das Ganze auf dem PC neu anfange und nicht auf der PS, ist ganz einfach, weil ich habe eigentlich mein Racing-Seat oft hier unten eigentlich am PC, weil ich oft eben privat am PC eigentlich eher F1 2021 spiele als auf der PS. Und darum steht eigentlich die ganze Zeit rum und mir ist es auch ein bisschen an, die ganze Zeit immer wieder aufzuschleichen und dann wieder runternehmen, weil ich hier unten wieder muss etwas aufnehmen muss, weil jetzt gerade zum Beispiel Coop Season gerade am Starten war oder auch gut am Durchlaufen ist. Und ja, darum ist jetzt das ein bisschen doof. Und jetzt starten wir halt einfach neu, wohl oder übel. Ich habe ja keine andere Wahl, weil der Spielstand weg ist. Und ja, fangen wir halt wieder von vorne an. Das Gute ist, ich weiss jetzt immerhin so ein bisschen, was ich machen muss, um auch den Teammate und alles zu fördern. Das habe ich erst relativ spät checken können. Also es hat schon seine Vorteile, dass wir jetzt vielleicht auch neu anfangen. Aber ja, ich würde mal sagen, wir legen los. Wir gehen mal ins MyTeam rein. Wir machen Full Season, Custom Settings. Es ist halt alles auf Englisch, weil mir der deutsche Dings auf den Sack geht. Ich habe jetzt die Traktionskontrolle mal auf Medium genommen. Ich weiss, ich bin zwar die alte Season ohne Fahrhilfe gefahren, beziehungsweise eigentlich nur Traktionskontrolle. Ah ja, und Anti-Blockiersystem habe ich auch draussen. Beziehungsweise das könnte ich eigentlich rausnehmen. Also das ABS könnte ich rausnehmen. Traktionskontrolle weiss ich jetzt gerade nicht. Ja, komm, wir nehmen es auch raus. Wir machen wieder so richtig Hardcore-Season. Dings habe ich draussen. Den Pit-Assistent. Also ich muss selber abbremsen und den Pit-Limiter rein tun. Aber dass ich wieder rausfahre aus der Box, den habe ich draussen. Also er fährt selber aus der Box raus. Nur, dass ihr da Bescheid wissen, was wir jetzt so für Einstellungen machen. Dann mache ich jetzt auch neu, dass wir ein Short Qualify machen, nicht mehr ein One-Shot. Das habe ich ja vorher noch gehabt. Das hat mich aber immer genervt. Und ich habe immer gesagt, ich stelle es um, aber es nie gemacht. Und das Rennen machen wir natürlich wieder 25%, wie immer. Eine volle Season. Wir machen das Wetter auf perfekt. Karriere-Settings mit der Press. Also Press und ausschalten, weil ich es nie genau ins Video, darum kann ich es gerade so gut ausschalten. Driver Moves lassen wir drin natürlich. Management, alles lassen wir drin. Und nachher, das habe ich nie drin gehabt. Wir tun technische Fehler, also wie oft das kommt, immer auf Standard und auch wie hoch das kann sein, der Schaden. Also mechanische Failures oder auch technische Fails oder Failures kommen höher. Das machen wir jetzt auch mal rein. Das habe ich das erste Mal nicht gehabt. Regeln Flex lasse ich mal auf regulär, sage ich jetzt mal.
Pack für mich natürlich drin. Safety Car lassen wir mal auf Standard, würde ich sagen, oder soll ich hoch? Ich glaube, ich könnte es auf hoch machen. Wir haben dann eine selten Safety Cars immer gehabt. Formation Lab lassen wir natürlich draussen. KI nehme ich mal jetzt auf 85 auf. Ich glaube, das ist easy mal. Kann sie immer noch aufnehmen. Ich meine, Dings fahren wir 95, also 10 höher noch einmal in der Coop-Season. Aber dort ist es so, dass der Gabo-Fahrt ja auch ein bisschen besser als ich. Obwohl es mit Control fährt, keine Ahnung, wie der Typ das macht, aber darum machen wir das. Da ist halt einfach immer noch leider so, dass man den Fahrer muss selber wieder frisch wählen und nicht einfach den alten kann übernehmen kann. Ich habe ja in der Regel immer den gerannt, glaube ich. Oder habe ich den, habe ich glaube ich, gehabt. Ich nehme jetzt wohl den. Der sieht gleich aus wie ich. Nein. Und dann nachher Schweiz, haben wir da. So, natürlich First Name, man sollte seinen Namen noch können schreiben. So. Dann nachher Kasse. Und dann nachher Audio Name. Ja, es gibt jetzt auch wirklich gar nichts, Mann. Das ist bitter. Okay, ich finde nichts Gescheites, bin ich ganz ehrlich. Dann lassen wir es halt lieber sein, weil es ist echt bitter, ey. Fahrernummer, wie immer, nehme ich das 12. Eigentlich nehme ich immer 16, aber 16 ist halt schon dank dem Leclerc vergeben. Also ich glaube, wir nennen gerade den X-förmig, weil der gibt am meisten Weekly Income, also haben wir am meisten Geld pro Woche. Der Abschlussbonus ist zwar der kleinste, aber ist egal, weil es ist wichtiger, dass wir wirklich im Monat genug Geld haben. Jetzt ist natürlich die Frage, was wir für ein Auto, für einen Motor nehmen. Letztes Mal haben wir einen Honda-Motor genommen. Honda-Motor war eigentlich wirklich stark, aber ja, ich weiß nicht. Wir haben eigentlich nie ein grosses Problem mit dem Honda-Motor. Ich glaube aber, das fahren wir mit Mercedes. Ich verstehe einfach nicht, wieso dass der Ferrari-Motor am höchsten, also am meisten soll kosten. Also das verstehe ich jetzt nicht ganz. Renault wäre halt eigentlich auch geil, muss man ganz ehrlich sagen, weil es halt einfach nicht viel kostet. Plus hättest du eine bessere Stabilitätsfähigkeit als Mercedes. Die Performance ist halt einfach wirklich schlecht. He? Ja, komm, wir nehmen gleich einen Mercedes. Egal. So, also, jetzt müssen wir noch einen neuen Fahrer auswählen. Ich kann nur die auswählen, die hier jetzt angezeigt werden. Ist das euch ein Ernst? Ich möchte eigentlich ehrlich gesagt niemand von denen. Also. Ja, also ich muss. Das letzte Mal hatte ich eine bessere Auswahl, glaube ich. Dort habe ich den Schwarzman genommen. Und weiss ich wer noch? Wer war noch? Da lese ich noch. Aber ich nehme jetzt halt mal das Sato. Komm. Nice! Okay, das sieht nicht schlecht aus. So, also, ich habe schnell das Interview habe ich rausgeschnitten, weil eben, das ist irgendetwas, was eigentlich nie jemand interessiert, muss ich sagen. Und ja, jetzt haben wir ja eigentlich wieder von vorne angefangen, das heißt, das Auto wieder vorgestellt, also damit fahre ich ja komplett die Saison auch. Wir machen jetzt hier noch ein paar Sachen. Fahrertraining sicher einmal, dass wir den ein bisschen pushen wieder. Und Entwicklungen machen wir auch gerade. Wir sehen, dass Aerodynamik ist eigentlich nicht schlecht, motortechnisch auch gut, aber dafür Chassis, ja, gerade wieder da, wo ich so wichtig finde, dass das Chassis gut ist, ist wieder mal gar nichts gemacht. Das finde ich wieder mal sehr schön. Wir mal Fahrzeug-Revival machen, bleiben wir wieder raus. Ja, wir haben ein bisschen so wie ein Silver Arrow, kann man sagen. Also wir sind eigentlich die neuen Silberpfeile im Feld drin. Motortechnisch sind wir einfach das stärkste Team. Ja, moin. Geil. Spannend, dass wir das stärkste Team sind, motortechnisch. Echt spannend. Und jetzt kriegen wir noch Gearbox über, gut. Und ja, es ist der Rennen in Bahrain. Legen wir gerade los. So, herzlich willkommen zum Qualifying. Wir sind jetzt hier wieder zurück in Bahrain und ich bin das Training gefahren. Und es ist eigentlich gut gegangen. Ich konnte die maximalen Ressourcenpunkte holen, also 600 plus dann nachher noch die einzelnen Vergünstigungen für die Updates. Also ich wirklich das Maximale holen, was geht. Das Einzige, was ein kleines Problem ist am Auto, was mir jetzt aufgefallen ist, ist definitiv das Chassis. Also man hat so gesehen, das Chassis ist ja wirklich das Schlechteste, was wir haben. Und man merkt es vor allem beim Bremsen, also die Reifen blockieren gerade immer, instant, immer am Blockieren. Also es wird echt schwierig werden, einen sauberen Run herzubringen. Plus
meine Reifen gehen extrem schnell kaputt wegen dem Chassis. Also Chassis ist wirklich wieder da, wo wir dann extrem updaten müssen. Aber sonst bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem Setup. Ich habe eigentlich okayen Grip fürs Fahrzeug. Also ich habe es jetzt, glaube ich, dazu mal, ich kann mich noch erinnern, die erste Season, die ich gefahren bin, auf der PS ist es viel schlechter gegangen. Aber ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal auf die Strecke, versuchen mal eine schnelle Runde herzutatschen. Und ja, mal schauen, wo wir landen. Also jetzt im Training bin ich eigentlich so im hinteren Teil gewesen, nicht letzte. Aber wirklich auch nicht im Mittelfeld. Also wir sind wirklich weit hinten noch gewesen. Mal schauen, wo wir landen im Qualifying. Let's go. So, also, es ist jetzt auch mittlerweile hier Nacht in Bahrain. Und wir schauen jetzt mal, was wir mit unserem Silver Arrow rausholen können. Maximale Power ist gefragt, mit dem Mercedes-Motor definitiv auch machbar. Und jetzt in die erste Kurve rein, spät auf der Bremse. Das war, glaube ich, immer so schlecht gewesen, aber da eben übersteuern ein bisschen. Da vorsichtig wieder aufs Gas. Früh schalten. Das war jetzt eigentlich nicht mal so eine schlechte Runde gewesen. Und jetzt kommt die schwierige Kurve zum Anbremsen, vor allem mit meiner Bremse. Muss ich früh bremsen, kann nicht spät. Aber bis dahin immer noch nicht schlecht. Ich glaube, es ist immer noch recht gut. Früh auf die Bremse da, nicht spät, weil da kann es immer recht weit rausziehen und kann man viel Zeit verlieren. Jetzt mal schauen, ob ich den Teil da oben Vollgas nehmen kann. Wow, ja. Das ist soweit eigentlich auch nicht schlecht gewesen, glaube ich. Also hätte ich auch besser sein können. Aber wir sind eigentlich recht zufrieden. Körper ein bisschen gestreift, das ist gut. Ein bisschen Wheelspin aus der Kurve raus, DRS rein. Und wir fahren 1:31.008. Keine Ahnung, wo wir uns werden qualifizieren. Also der Russell ist schon mal hinter uns. Und ich würde mal sagen, wir fahren in die Box rein und dann sehen wir auch gerade, wo wir so stehen. Und denke, wir werden schon mal einen Run machen. So, wir sind jetzt mal in der Box. Wir sind auf P9, also noch hinter den Alphas. Also der Giovinazzi ist noch vor uns. Ich tue mal ein bisschen Zeit für spulen. Und dann schauen wir mal, wo wir so her droppen. Dann würde ich mal sagen, wir gehen etwa 4 Minuten dann noch mal raus. Doch 2 Zettel Rückstand auf den Antonio. Ich weiß nicht, ob ich das noch raushole. Meine Reifen nach einer Runde 9%. Das ist einfach abwarten, wie viel Reifen das der frisst. Ja, wir gehen noch mal raus. Let's go. So, also wir sind auf der Start-Ziellinie und gehen jetzt mal wieder voll gut sein. Da sind wir schon mal ein bisschen schneller aus dem letzten Korn rausgekommen, haben schon ein Minus-Delta und jetzt auf Brakes. Das mal ein bisschen früher, zu früh in meinen Augen. Aber wir haben hier viel bessere Exit gehabt. 2 Zettel rausgeholt, gehen an die 3 Zettel her. Bis jetzt einen recht guten Sektor gehabt. Oh, da untersteuere ich schon ein bisschen. Das hat gekostet. Aber immer noch gut bis jetzt. 6 Zettel. Mal, da holen wir noch ein bisschen etwas raus. Einfach nicht vergeben jetzt. Oh, spät auf der Bremse, das kostet extrem viel jetzt. Ja, wir gehen auf die 7 Zettel zu, immer noch sehr gut bis jetzt. Ah, das hat nicht gekostet zum Glück. Wir haben nämlich die Down schlechte Exit gehabt und wir kommen mit 8 Zettel Vorsprung oder 8 Zettel bessere Zeit ins Ziel rein. Also wir sollten jetzt bei einer 1:30,2 etwa sein, in dem Fall, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich weiß leider nicht, wo man uns qualifiziert hat. Wir schauen jetzt mal, aber es war sicher eine Bombenzeit für unser Chassis. Wir sind auf P14, what the fuck? Okay, nice. Hinter Aston sind wir.
Und vor dem Esteban Ocon, vor beiden Alfa Romeos. Okay, krass. Ich weiß einfach nicht, ob 1,30 schnell ist oder nicht auf Bahrain. Ich weiß es wirklich nicht. Also, jetzt so schauen, wie schnell das die anderen gefahren sind, 1,28 und so, ist es eigentlich immer noch langsam, aber gleich, es ist doch gut gewesen, muss ich wirklich sagen. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen gerade ins Rennen rein und schauen mal, was wir im Rennen rausholen können. Let's go! Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Lewis Hamilton lines up on pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Moving on to the rest of the grid, we have Perez, Bottas, Lando Norris and Ricciardo, Leclerc, Sainz, Gasly and Fernando Alonso, Tsunoda, Stroll, Sebastian Vettel, the owner driver, Ocon, Raikkonen, Antonio Giovinazzi and Marino Sato, Russell, Mick Schumacher, Latifi and Nikita Mazepin. Which of these talented drivers will come out on top today? Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Okay, gut, danke Jeff für die Info noch. Also wir starten von P14, es hat nicht noch irgendwie eine Strafe gefunden, das ist eigentlich soweit okay. Wir starten mit wenig Sprit, weil der Mercedes-Motor ist jetzt nicht so ein süffiges Auto. Wir könnten auch eigentlich auf Mediums starten, aber wir gehen jetzt gleich mit den Softs los. Wir wissen nicht, was am Start passiert. Und ja, da würde ich sagen, legen wir los. Hoffen wir auf ein sauberes Rennen, auf einen guten Rennstart. Und ja, Punkte denke ich, wird schwierig werden. Aber wir probieren es gleich mal. Let's go! Gut, den Start hatte ich mal wieder gehabt. Okay, aber meine Bremsen, die sind wirklich nicht so stark. Das mal nicht weggedreht, wie die letzten 2 Mal, wenn ich im My-Team Season gestartet habe. Wir sind hinter dem Tsunoda und vor dem Vettel, also eine Position gut gemacht. Und da drücken wir uns gerade mal beim Tsunoda nebendrein rein. Wow, Tsunoda hat jetzt recht auf Klötz. Vettel innen. Er wird jetzt auch innen reinziehen wahrscheinlich. Ich lasse ihm mal sicher den Platz. Okay, ist wieder weg. Oh, okay, die Kurve da habe ich recht Probleme bekommen. Hinter dem Leclerc. Okay, mit dem vollen Tank komme ich doch nicht gut rankommen, das merke ich. Aber jetzt mit ERS vielleicht, der Leclerc geht schon mal in die Defense. Aussen rum vielleicht. Auf dem Curb schwierig. Wir haben aber den besseren Motor. Jawohl, da haben wir mal Leclerc und sind auf P11 vorgekommen. Aber jetzt kommt er wieder. Wir bleiben mal jetzt auf der Innenbahn. Alonso. Okay, habe ich für einen Moment Schiss bekommen, dass ich ihn eventuell wegrammen könnte. Oh, ERS hatte ich noch drin. Aber rausnehmen, weil aus der Kurve raus ist es gefährlich. Ja, wir können mithalten, lustigerweise. Also das Auto ist wirklich eigentlich von der Pace her nicht schlecht. Also vor allem Motorspeed-technisch sind wir gut unterwegs. Unser Teammate ist auch noch von beiden Williams und Haas. Und sogar ein Alpine noch dahinter. Und jetzt können wir mit ERS Alonso erkennen. Okay, neue Strategie. Und jetzt haben wir Stroll vor uns. Wir sind in den Punkt. Wir gehen gleich schon Runde 6. Ich habe irgendwie das Gefühl, meine Reifen halten nicht so lange aus. Alonso hat DRS gehabt. Oh, dort Stroll gegen Gasly.
Stroll geht vorbei, oder? Wheel to Wheel, das ist gut. Das kostet dann Zeit und mir nicht. Ich kann aufholen. Oh, Wheel to Wheel wieder in die Kurve rein. Und Stroll ist vorbei. Und jetzt der Gegenschlag vom Gasly sieht nicht so aus. Wir kommen aber... Oh, der Mercedes-Motor ist schon hure stark. Ey. Krass, hätte ich nicht gedacht. Also mit dem Honda-Motor hatte ich dazu mal viel mehr Probleme gehabt. Oh nein, der Curb! Oh nein, der Curb! Und das schleudert uns natürlich jetzt wieder zurück. Hinter zu Noda. Ah, bitter. Ja, den Curb habe ich voll nicht gesehen. Ah, das ist jetzt bitter. Ja, das ist wirklich bitter. Jetzt haben wir natürlich gerade hier ein paar Plätze verloren. 25%, ja, die Reifen sind langsam hinüber. Oh. Oh mein Gott. Ja, ich bin am Strugglen. Leclerc kommt. Hau mal ERS rein. Dann ist wieder raus. Der Ferrari ist verdammt langsam. Krass. Ja, gang vorbei. Nein, gang vorbei. Komm, fahr vorne. Komm, fahr vorne. Nein, jetzt hat der DRS. Was macht er? Gott, ist er in die Box? Push now. Oh, jetzt hat der Raikkonen DRS. Oh nein, er ist in die Box gegangen. So Bullshit, ich wollte DRS haben von ihm. Da hat mir jetzt selber gerade eine Position gekostet. Ich wollte extra vorbeilassen, dass ich DRS bekomme. Aber jetzt muss ich am Raikkonen wieder vorbei. Und jetzt wird es aber echt schwierig mit meinen Reifen. Ich freue mich schon auf meine Mediums, die sicher mehr Grip wieder haben. Go, go, go. You'll be racing. 2,4 ist eigentlich noch okay, muss man sagen. Nicht schlecht. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. So, okay, Pits von den anderen hat gestartet. Unser jetzt der Teamkollege ist auch in den Pits gerade. Mal schauen, wo wir jetzt rauskommen. Wir hatten eine schlechte Outlap gerade. Mal schauen, ob wir werden vor der Alfa Romeos rauskommen oder hinten dran. Oh, unser Teammate! Oh, was? Hat denn der für einen guten Stop gehabt? Oder für eine gute Outlap? Ja, ich werde jetzt eigentlich nicht mein Teammate aufhalten, das ist ein bisschen doof. Oh, jetzt wird er gerade vom Russell überholt. Ah nein, oh geil, er hat gegengehalten, sehr stark von ihm. Sehr gut, bin jetzt schon mal zufrieden mit dem Sato, muss ich ganz ehrlich sagen. DRS und ERS verwenden wir beides. So, sehr schön, da gehen wir mal am Raikkonen vorbei. Oh, da verbremsen wir uns ein bisschen. Aber wir können die Position halten. Jetzt wird er DRS haben. Er versucht. Machen wir ein bisschen das Loch zu da. Hart, aber fair, würde ich mal behaupten. Wie soll ich sagen? Langsame Kurven hat. Oh, gell? Safety Car? Ah, der steht ein Aston draussen. What? Der Vettel. Vettel hat sich ausgedreht, so wie es aussieht. Sehr nice. Gerade diese Position bekommen. Safety Car. What? Wieso macht der jetzt? Okay. Ja, Safety Car kommt jetzt natürlich halt, weil, ja, weil wir halt Safety Car Höhe nicht da haben. Also wäre jetzt nicht notwendig gewesen, für ein Auto einfach stehen geblieben ist. Aber okay. Bringt natürlich jetzt einmal ein bisschen Würze ins Spiel. Wir können jetzt einfach noch mal ein bisschen profitieren vielleicht. Aber Safety Car wird wahrscheinlich gerade in dieser Runde wieder reinkommen. Hä? Latifi? Hä? Wieso ist der Latifi aus dem Game? Hä? Okay.
Latifi ist out of the race. Hinter dem Safety Car hat es irgendwie nochmal einen Klapp gegeben und er ist rausgeflogen. Ganz strange, okay. Muss ich vielleicht mal in der Wiederholung dann noch anschauen, was genau passiert ist, aber haben wir jetzt gar nicht darauf geachtet. Ja, ich werde wahrscheinlich genau aus der Kurve wieder released werden. Ja, ist genau. Nein, doch nicht. We have 2 laps of fuel remaining. Oh, ich muss das Gas zweimal lupfen. Gap to teammate behind is 2. Oh mein Gott, was das für ein komischer Restart war. Was macht der Tsunoda? What the hell? Oh mein Gott, was für ein Overtake vom Tsunoda. Und von uns natürlich auch. Wir bleiben hinter dem Tsunoda, einen guten Exit gehabt. Oh mein Gott, der Tsunoda. Ja, da hat jetzt der Leclerc gerade ein bisschen alt ausgesehen. Oh, der Tsunoda! Da hätte er jetzt aber recht müssen zurückstecken. Und wir sind auf P10. Wir sind in den Punkt. Danke für Safety Car und einem guten Restart, mehr oder weniger. Oh, meine Reifen! Aber was für ein Rennen! Es hat so schlecht ausgesehen noch einmal. Und konnten doch noch aufholen. Und das Safety Car ist natürlich dann auch noch gut gekommen. Da haben wir natürlich gerade am Restart profitieren. Aber er hat auch viel Glück mitgespielt. Man hätte auch andersrum rauskommen, dass wir viel verlieren. Ich glaube, unser Teammate hätte auch ein bisschen profitieren können. Oh ja, nein, jetzt nicht auch Fehler machen. Nein, 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 nein. Da verlieren wir wieder 2 Positionen. Das sind außerhalb der Punkte 3 weg. Oh, dann fahren wir noch Frontflügel kaputt. Nein, 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 nein. Das darf nicht vor sein, das darf nicht vor sein. Oh mein fucking Gott, oh mein fucking Gott. Oh nein, da verlieren wir jetzt noch alles. Nein! Das ist unser Teammate. Nein, es tut mir leid. Nein! Nein, mein Teammate. Ich habe mein Teammate gerammt. Der hat auch nochmal 2 Positionen verloren. Nein, und wir sind jetzt... Oh, wir sind so gut dran gewesen noch. Oh, meine Reifen blockieren gerade instant. Und da kommen wir als 18 ins Ziel. Nein, wir haben nochmal alles verloren. Wir haben nochmal alles verloren. Das wäre der erste Punkt gewesen. Okay, pick up rubber and bring it home. Und durch einen verdammten Verbremser. Oh, in dieser scheiß Kurve, wo ich schon die ganze Zeit gesagt habe, ich werde Mühe haben. Und ich habe Mühe gehabt. Aber das ist halt eben Formel 1. Man soll sich nie sicher sein. Oh nein, ich habe mich so verbremst dort. Ich habe mich so verbremst dort. So bitter, wirklich so bitter. Also wir schauen jetzt noch mal schnell kurz in die Standings rein. Wir sehen, der Max Verstappen hat gewonnen vor dem Lewis Hamilton und dann kommt der Valtteri Bottas, Perez, Norris, Ricciardo, Sainz, Gasly, Stroll und Tsunoda, das sind die Top 10. Ah, so bitter, so bitter. Wir wären wirklich 10. gewesen und haben es dann einfach nochmal abgegeben. So schade. So, also wir sind wieder zurück im Hauptquartier und wir haben jetzt natürlich auch wieder ein bisschen Ressourcenpunkte, die wir anwenden können. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendetwas bekommen haben. Ja, Unterboden haben wir noch bekommen und auch das haben wir noch bekommen, sehr gut. Eben Chassis, wir müssen einfach Chassis updaten, das ist das Wichtigste. Aerodynamik ist auch wichtig, machen wir auch noch gerade. Dann schauen wir jetzt noch schnell, wie viel Cash haben wir jetzt? 1,56 Millionen. Da würde ich sagen, wir tun irgendwie eine Fabrik noch weit. Oh mein Gott, das ist alles bei Null. Es ist einfach nur okay. Da tun wir sicher mal Chassis updaten. Build Time nehmen wir auf. Nur noch 65.000. Eieieiei, okay. Chassis Update kommt schon rein. Okay. So that's been really Zone. Was soll jetzt was man soll den Fokus legen? Sagen wir mal Pace. Soll Pace ein bisschen verbessern. So. Also. Machen wir noch weiter, oder? Haben wir noch? Nein, wir haben keine Dings.
Ah, hier stimmt Aktivität. Oh, ich hab's voll vergessen. Nein, oh, jetzt kann ich glaube ich nicht mehr machen, oder? Mal das Second Driver Training können wir machen noch. Ah, das habe ich voll vergessen. So. Und noch das Essen. Let's go. Können wir noch etwas updaten? Nein, wahrscheinlich nicht mehr. Okay. Schade war's. Also das nächste Rennen ist in Imola. Jetzt habe ich voll die Aktivitäten verschwitzt, aber das ist jetzt so schlimm. Wenn wir jetzt mal so schauen, wir sind vor Alfa Romeo. Also wir sind eigentlich im hinteren Mittelfeld. Aber eben, wir müssen einfach wirklich Chassis-Update aufhauen wie Hölle. Motor können wir vorerst mal ein bisschen ignorieren, weil motortechnisch sind wir eigentlich wirklich stark unterwegs. Aber einfach Chassis, das müssen wir noch ein bisschen verbessern. Gut, also ich würde mal sagen, das war es mit dieser Folge von der MyTeam-Karriere mit Castle Motorsport. Wie gesagt, jetzt geht es neu weiter halt hier auf dem PC und halt ja, ein komplett neues Let's Play, was ich sagen will, halt einfach meine Spielerdaten weg sind, leider. Ja, falls euch aber gefallen hat, die Folge von MyTeam, würde es mich natürlich immer über eine Bewertung freuen. Das ist natürlich komisch, aber egal. Und ja, wenn ihr das Video teilen und natürlich würde es mich freuen, wenn ihr den Channel abonnieren. Und falls ihr noch weitere Folgen möchtet sehen, dann schaut da gerne das nächste Mal wieder rein bei der nächsten Folge von Castle Motorsport in der MyTeam-Karriere. Und bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.